gesehen, dass die Krisen auch die bauste Krise desaströs Konsequenzen ob die Bannenekonomien hunn, dat heißt, kann sech die gemeinsame Außenpolitik Spure geht dat. Nee, dat kann net mir hu eng ze summen habecht an der Bausepolitik mün eng auch an der Sicherheitspolitik gëtt eng ze summen habecht, sie just intergouvernemental, sie as net föderal oder eben an der Kompetenz der Kommission erläng. Mit recht an dem Sinn, dat de muss awer lummel probieren an all de Krisen, die man kennen, mul die Grundfreiheiten, die man hunn an Europa zu verdedigen an aufzusichern, wie zum Beispiel Freiheit von Verkehr von de Leiit an der Pandemie hummer gesinn, wie se Grenze können zougemerk in Freiheit von der Zirkulation vom Kapital aus dem Deler vorgestalt. Bei de Gider sind neue Probleme, die eventuell können entstoen. Dat heißt, als eich Priorität soll Schlummel sinn, dat ze sicheren wat man hunn. An dann ist natürlich immer die Möglichkeit, dat man hingehen a weiter Bereicher, wo man könne Löser me zu Summe schaffen, dat könne man. Mit Europa baut ze Schlues op. An dat muss auch an der historischer Kontinuität gesinn, mün enger volles Geschichte iwwer Jozenten, mir nie dat brüskeiert. Min immer probiert Leiit mat zu höllen, Länder all mat zu höllen, an der Löser weiter opbauen, an dat is enger volles Geschicht. Wann du probiert der Druck ausüben, säier zu machen, Länder wirklich Ballzweppes zu forcieren, dann ass dat wahrscheinlich vorgestellt, dat deft man net mehr. Zum Beispiel an alle froh vom Klima, vom Umweltschutz gesinn ich auch, dass man eigentlich méi Kompetenzen missisten und der Europäische Union gehen. Ich meine, das wäre ganz schwierig an dem Bereich sie sicher auch Deler an der Umweltpolitik, an der Klimapolitik, wohin das kann zu Summe machen. Mit das Beispiel weist eigentlich auch die großen Unterschiede. Da Land wie Frankreich, was ganz stark auf Atomenergie setzt, Land wie Deutschland, was das nämlich nach marginal will, an eben einen ganz anderen Weg geht. Und dass die zwei auch einen anderen Ansatz an der Klimapolitik können, versteht sich dann. Aber es sind an dem Sinn d'accord, dat man sollten do wo méiglech ass Länder all d'accord sind, dat man sollte gucken, wie als weltméiglech eens gehen. Eng Bemerkung vielleicht op dat wat der Kruchte fir Dr gesot huet, mat recht gesot, man Blick zielelt Washington, Moskau, Peking, die Großhauptstädte, die wirklich Puissanzen op der Welt. Dat huet auch mat zu dienen, dat mir als Fleisch zu séier ënnerordnen. Mir hunn Problem an Europa fir vielleicht doch gemeinsam strategische Interessen zu definieren. Ha ans do par rapport zu den USA, die eng einer geostrategisch Interessensituation hunn wie Europäer, wir müssen noch definieren, evaluieren, artikulieren, was sind dann als Interessen hunn, an dann noch de Courage wie zum Beispiel gegenüber den USA oder andere großen Akteuren dat auch wollen durchzusetzen, an der schwer, weil wir hunn eng Reihe Länder an der Europäischen Union, die sich eigentlich amerikanisch Politik willen an Europa auch realisieren. An do sind eigentlich Probleme an der Praxis. Wir sollten also mengenisch gucken, dat man auch besser zu Summe fannen, als egen Interessen noch besser definieren und da gucken, wie weit man da kommen. Von der Krieg, wo wir hoffen, dass die ganze Serie über Verhandlungen kann er benennbruch geben, an die River ist, da kann Chemie zu der Sendung River gehen, wie man sie lokal tun. Ich meine, Europa hat sich fundamental verändert. Und wir müssen gucken, dass wir eine neue europäische Sicherheitsarchitektur können aufbauen. Wir können ja nicht eine neue Edition vom Kalten Krieg als politisches Ziel holen. NATO ist also eine Sicherheitsorganisation wie der nordatlantische Raum gewesen. Wir sehen immer mehr, dass die Stadt ausbreitet, auch Richtung China, wo auch China eigentlich immer mehr als Adversär beschrieben wird. Muss ich warnen für so Tendenzen. Weil erstens ist das nicht den ersten Auftrag von der NATO. Zweitens soll man nicht hingehen, gegenüber aber konkurrierenden großen Mächten hingehen und direkt eine Position von einer möglichen Adversität anholen. Auch gegenüber China muss man eigentlich an erster Hinsicht partnerschaftlich denken, all gleichzeitig sicherheitspolitische Interessen natürlich mat berücksichtigen, die von Taiwan geschwert, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mir muss man nicht an eine Richtung gehen politisch, wo man immer mehr Feindbilder schaffen und nicht Frieden schaffen. Schon der Diplomatie als für Lesungen zu finden, die den Konflikt verhindern. Und das können wir auch ganz sicher bei Taiwan machen. Ich meine, wir müssen gegenüber Peking die Interesse von Taiwan so weit mat verdedische wie hin klar zu machen, dat wir mir Taiwan auch wollen politisch unterstützen, wenn wir hier Experten wollen an internationalen Organisationen nähern, dat nicht als für Peking zu enteieren, nicht für die Theorie von engem China wollen zu demontieren, mir ganz einfach für mehr mit China am großen Ganzen zusammen zu schaffen, ob die am Festland China sind oder ob Taiwan. Und das ist ein Standpunkt, den ich gegenüber Peking kann valorisieren, partnerschaftlich. Wir hin zu so, wenn wir die engen unterstützen, sind wir nicht gegen
schwierig. An op Taiwan kann ich ganz klar so die Hut als politische Unterstützung. Wir werden als Ersätze für Sicherheit, aber wir machen der eng Manier, die ermeiglich, dass man ernst man nicht schwätzen, wie dauernd zum Beispiel die militärische Konfrontationen, Penetrationen an den Luftraum und so weiter. Wir müssen deeskalieren, soweit wir können. Guckt als Medien an noch ein bisschen wie in der Politik haut über China geschwert wird. Meistens von den dann Bilder gesagt, der China gesagt den Flieger, gesagt Bilder von der Armee, gesagt den kommunistische Kongress, gesagt den eng Menace China. Und ich meine, China hat so viel mehr. Los mal auf das konzentrieren, weil das auch kann man China verbannen, wo man ökonomische Interesse, kulturelle Interesse können vertreten. Und auf der Basis, wo Freundschaft und Partnerschaft muss ich gucken, wie Konflikte können abzulesen, nicht abzubauen. Okay. Die Erweiterung der NATO am Kontext der Ukraine ist ein ganz anderer Sache. Da wird ein Versprechen, das dokumentiert an die Universität Mensch vor je hat ein großes Buch für kurzem rausgehen. Da hat den Russen eine Promesse, dass NATO nicht gegen den Osten über die freie Deutsch-Demokratische Republik raus nicht gegen den Osten ausgedehnt gehen. Das ist nicht angehalten gehen. An der letzten Zeit auch an der amerikanischen Presse ganz viel Echo darüber hören. Der frühere Ambassadeur Burns, zum Beispiel für den Amerikaner, zu Moskau, den hat auch geschrieben, in der Regierung gesagt, eine NATO-Memberschaft von der Ukraine, das ist die Rotst von allen Linien zu Moskau. Das geht nicht. Und da wird Warnung, wo du, am aber wo der Versuch immer mehr für die Ukraine an die westliche Verteidigungsstruktur mitzuholen, es ist einfach so, dass das eng von den Ursachen ist, für was der Konflikt entstanden ist. Und muss ich ehrlich sein, als Westen, wir haben auch Fehler gemacht. Wir haben eine Machtverantwortung. Natürlich verurteilen wir den Angriff von Russland auf ein europäisches Land. Aber politisch, historisch, wenn man will lehren aus der Situation sehen, muss man aber so auch mir Sachen falsch gemacht, an den Versuch wie die Ukraine auf westliche Militärstrukturen mal dran zu holen, als falsch gewesen. Ja, wir müssen eine menschliche Politik feiern, da sind wir uns absolut ähnlich, für alle Parteien weg. Wir müssen noch gucken, dass wir die Leute, die wir abholen, in guten Konditionen abholen, wo wir also nie sind, Herr Krucht noch nicht, oder der LAP und der DDR, das ist an der Interpretation vom Asylrecht. Wir sind viel mehr restriktiv. Wir haben als Kapazitäten als Lützeburg überzun. Wir packen das integrationsmäßig nicht mehr. Und wir denken, dass wir einfach sollten hingehen an eine strenge Interpretation von der Asylrechtskonvention von 1951 Schulen, mit der Ausnahme von der Ukraine. Weil das ist ein bewaffneter Konflikt an einer europäischen Region, wo man direkt gesagt hat, da muss man wirklich alles machen, wie denen Leute helfen, die am Westeuropa schützen. Und da sind wir uns an dem Punkt komplett eins. Wir mit den Mineuren, dahin kommen noch nach Frankreich, hat man eine große Diskussion an den letzten Tagen, haben wir eine Reihe Phänomene, da muss man auch aufpassen, wie man da umgehen. Das erste sind Mineuren, die über Schleiserbanden hinterburg gehen, die sind zu 8 Jahre alt. Und Herr Kruch hat selber gesagt, dass sie klein Kanner dabei 8, 10 Jahre. Und die gehen bewusst hingebracht, für eben Herr Notfamilie können Not zu bringen. Das ist ein Schleisertrick. Da können wir nicht damit d'accord sein. Das andere ist ein Problem von Mineuren, die überhaupt nicht Mineur sind, weil die Altersbestimmung heinz so schwierig ist, die aber Avantage wollen haben, weil sie Pseudomineur sind, und da nicht sind, das ist auch ein Problem. Und das dritte ist die Komplex in der Familienzusammenführung. Wir so eine Familienzusammenführung, ja, aber das muss nicht immer zu Lützeburg sein. Wenn wir zum Beispiel wissen, wen ein bestimmter Kant ist, wenn wir wissen, dass seine Eltern zum Beispiel an einem anderen Land von der Europäischen Union ist, da können wir natürlich Kant bei den Älteren feiern, wir müssen nicht immer die Älteren bei Kant feiern. Also auch da haben wir einer Aussatz mit dem Prinzip, was uns eigentlich trennt an dieser Diskussion, dass das weder die Menschlichkeit nach dem Jahr zum Asyl, das verbindet uns, aber was uns trennt, ist einfach die Interpretation, wir sind nicht bereit, jeden abzuholen, wir werden aktiv auch dagegen gehen, wenn wir an der Verantwortung wären, dass so viele Leute hinkommen, DAX über Schleiserbanden, auch über Mittelmeer, wird leider auch vorbringt. Aber wir gehen echt zu denen viele Länder in Europa gehören, die mir restriktiv sind. Die Politik, die heute zu Lützeburg gemerkt hat, dass es eine Handvoll Länder in Europa, die praktiziert, dann doch gesehen hat, dass den internen Widerstand, die internen Diskussionen an denen Ländern sich so entwickelt, dass wir wahrscheinlich geschwind allein sind mit der Politik und das natürlich auch nicht durchzuführen. Also sind wir am Anfang von einer Debatte von Fedrun, nämlich dass wir eine gemeinsam europäisch Immigrationspolitik. Die kriegt an dem Bereich sicher nicht durch, weil die kriegt viele Länder in Europa, dem ganzen Osten, an dem ganzen Mitteleuropa nicht gesagt, dass wir, wo Bresel aus hingingen imposieren, wie ein Leute müsste bei sich abholen, das akzeptieren die Länder nicht. So lange stehen wir leider Mittelmeer. Weil sie in der Möglichkeit Länder zu Lützeburg abgeholt sind.